Hallihallöli, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und da guckt's, mein Streif. Also, ja gut, vieles davon ist meins. Also, ja, der Trigger, das da nicht und auch das ne Hebel nicht. Aber sonst, also wenn ich mich nicht alles, gut, das Batteriedeckel, das habe ich. Das habe ich auch als fertiges Modell, den Streif habe ich ergänzt. Also das habe ich auch nur modifiziert. Das ist auch nicht meins. Aber sonst, Griff ist meins. Das Ding habe ich selber entworfen. Der Lauf sowieso. Das Deckel da habe ich selber entworfen. Und dann, ich glaube, den Schieber habe ich für das Wortfisch, glaube ich, mal selber entworfen. Ah ne, den Schieber da, den habe ich fertig gekauft. Das Hebel, das den Schieber hin und her bewegt. Das da, das habe ich auch bloß, das habe ich glaube als fertiges Modell auch gefunden. Ah, okay. Wobei so die Triggerler selber entworfen, das wäre jetzt auch nicht das große Hexenwerk gewesen. Aber ich meine, wenn schon jemand gemacht hat, warum soll man das nochmal machen? Ah, und die Schulterstütze. Da habe ich auch verschiedene Optionen und alles. Und ich habe da auch noch Zielvisier. Das ist auch meins. Vollständig modular. Da guckt. Das kann man da habe ich verschiedene Module. Und da habe ich jetzt das dünnere. Ich habe es falsch rum drauf. Da habe ich hinten kleineres. Und danach löst sich der Kleber schon. Vorne vergeht er noch recht gut. Das ist gerade so, dass er aufgeht. Und was mich immer gestört hat, noch an der Streif. Also, jetzt, wo nicht mehr arg viel übrig ist, was mich stören kann. Da haben wir die Stufe da. Ne? Naja, komm. Da machen wir noch ein eigenes Zielvisier. Wenn wir da schon dabei sind, machen wir die Stufe weg. Dann machen wir da noch doppelseitiges Kleben, und habe ich schon vorbereitet. Der ist so nah. Da ist da noch jetzt so nass. Dann gehen wir da noch das modulare System nehmen. Da ist das Zielfernrolle integriert. Und dann ist die Stufe weg. Guckt, das ist hier glatt. Und hinterher, gut, das ist jetzt die Stützstruktur. Das ist, ja, das ist gerade so, das Ei rastet. Da können wir. Seht ihr, das ist mal das Originalmodul gewesen. Das geht natürlich. Das geht nicht, weil geht das Kläppchen nicht mehr auf. Das haben wir kurzerhand ein bisschen kürzer gemacht. Da geht das Kläppchen wieder auf. Und das müsst ihr jetzt auch noch einkleben. Das habe ich jetzt hier von Vorführeffekt das nicht gemacht. Hinter hält es gut wegen der Stützstruktur. Da habe ich auch unterschiedliche. Das ist das ein bisschen weiter. Das könnte man auch vorne noch machen. Da geht das Kläppchen auch nicht auf. Das heißt, ja, da habe ich unterschiedliche. Das habe ich glaube schon mal auf dem Kanal auch vorgestellt. Da seht ihr, das ist alles ähnliches Prinzip, unterschiedlich miteinander zusammen. Jetzt sieht das doch noch was aus. Das ist auf die Seite, das kommt ins Archiv. Was haben wir da? Zielvisier, Lauf vorne. Oh, das Geräusch ist ekelhaft. Das ist auch modular, da könnt ihr jetzt auch noch, was weiß ich, andere Sachen noch machen. Das ist doch ein bisschen schlanker. Das habt ihr vielleicht an meine orangen Streifs gesehen. Das Geräusch. Das ist zum Glück was. Das steckt man einmal zusammen und dann hat sich's erledigt. Weil das ist bei so Blästerlos zur Bombe. Ständig das Geräusch hört. Das ist doch schier. Da geht der Streifen hier ganz durch und alles. Auf der anderen Seite auch. Da der schöne Abschluss da vorne. Seht ihr's? Hinten ein bisschen gummiert. Das ist alles. Ja. Der Akku ist draußen. Das Ding macht einen ekelhaften Krach. Also, das ist. Ich habe an dem Blaster optisch mehr Spaß dran, wie damit rumzuspielen. Weil da ist die Swordfish einfach wesentlich angenehmer. Das ist da hat er die Merlin-Motoren mit
so ein Worker-Käfig und allem. Und allgemein, ich glaube, die Streifakustik ist nicht so gut. Also, kennt ja die Streichs vielleicht, da habe ich neulich erst ein Video, das ist auch schon ein bisschen her wieder, Videos zugemacht. Und wenn ich in Plural rede, sollte ich ja auch beide ins Bild packen. Ich habe da 2 davon. Und da habe ich simple Modifikationen, also das ist für IMRs ausgelegt. Da ist sonst bis auf das Klapperding, den Klapperschalter, ist sonst eigentlich noch alles Serie. Also den Taster habe ich rausgemacht und ich habe da den Temperaturwiderstand rausgemacht. Sonst der Batteriefach ist Serie, Motorräder sind Serie. Ich glaube zumindest. Man soll irgendjemand noch den Vorhang trennen lassen. Ja, der Käfig, alles ist Serie. Ich gehe mir schwer von aus, dass die Motorräder aus Serie sind. Batteriefach. Aber Rändelschraube, wenn man das einfach braucht. Und weil ich ja die Batterie immer gerne rausnehme, dass da halt keine böse Überraschung auf einen zukommt, wenn man das Ding eine lange Zeit liegen lässt. Da sieht das Batteriefach ein bisschen, klein wenig, ganz klein wenig anders aus. Ja, Sie können da mal, sollte mal drehen, aber vielleicht nochmal rumfahren. Das habe ich. Ja, zu meiner Schande. Die Musik ist hier mit Blödkolber gemacht. Ja, der Ingenieur ist halt manchmal ein Pfuscher. Aber nur dieser Ingenieur hier, der da hinter der Kamera sitzt, das gilt nicht für alle. Gibt genug Perfektionisten, also das will ich jetzt nicht verallgemeinern. Und ich dachte, wenn ich da das Orange mal wieder einen Drucker habe, das nochmal rausgelassen. Der Spalt ist jetzt ein bisschen geringer. Und das Grau habe ich nicht nochmal rausgelassen. Warum auch? Weil, ja, auch viel besser ist nicht, aber sieht. Ja, sieht jetzt doch noch nicht so verratzt aus. Das ist da schon okay. Das habe ich von der anderen auch nochmal rausgelassen. Das kommt dann ins Archiv. Vielleicht baue ich nochmal so Streifs oder was weiß ich. Wobei, da drucke ich es einfach auch nochmal sauber aus. Da ich glaube Temperatur vielleicht nicht richtig eingestellt gehabt oder so. Das Filament ist ein bisschen speziell. Oder es sieht je nach Kameraeinstellung. Also ja, passt das halbwegs. Man hat festgestellt, das ist doch noch zum Schießen nicht so ideal. Das hätte ich ja vorne ein bisschen weiter aufmachen sollen. Aber das will ich mir ehrlich zu sein nicht nochmal rauslassen, weil da könnt ihr einfach auch Endkabel drüber machen. Aber auch die klingt irgendwie auch so ein bisschen schepprig halt. Ich verlinke euch alle andere Videos zu den S3s und da könnt ihr euch das mal auch hören, wie sich die so anhört. Also da mag ich mein Swordfish einfach lieber, die klingt viel ruhiger. Das macht einfach mehr Spaß, wenn das nicht so scheppert und so klingt. Ich weiß es nicht, ich mag den Krach nicht so. Das klingt ein bisschen, da scheppert der ganze Kunststoff da unten alles. Aber dafür sieht er saisonmäßig cool aus. Also das muss man dann nicht lassen, wenn man das da so sieht. Und jetzt vor allem mit der glatten Kante und allem. Ich denke, da haben wir jetzt, hätte jetzt vielleicht noch, das da haben wir noch irgendwie, aber dann wird es zu eng, da das auslaufen zu lassen oder so. Da haben wir so nur schräg oder was weiß ich. Ja, das hätte man noch. Vielleicht machen wir keine Ahnung. Aber ich bin recht zufrieden mit meinem Streif-Bodykit. Also das ist. Und was ich mir überlegen könnte, da hat er das noch. Aber das finde ich eigentlich, die Stelle finde ich eigentlich recht cool, genauso wie das da unten. Und es wäre ja auch noch möglich, das abzudecken. Und dann das da noch abzudecken. Dass das auch noch glatt aussieht, aber dafür spüre ich irgendwie nicht so das Verlangen. Aber ja, wie schon gesagt, der Teil gefällt mir eigentlich. Und da hat er noch ein bisschen, dass das dann da noch sauber abschließt, aber
Auch nicht so dramatisch. Ich meine, hier muss ich das auch nicht ersetzen, weil orange passt zusammen. Das ist echt in dem Licht da man sieht das immer. Passt die Farbe dann doch nicht ganz. Das ist, ja, noch nicht die Farbe, die ich für Serienproduktion verwendet hätte, wenn ich es denn in Serie produziert hätte. Wobei, das ist, weiß nicht, ob ich da so arges Interesse dran habe, da Streifteile zu kriegen, ob sich das lohnt hätte. Glaub nicht. Soweit ich weiß, gibt es den Blaster gar nicht mehr so neu zu kaufen. Also, wenn ihr da mir nicht viele Kommentare schreibt, dann überlege ich mir was. Und wenn nicht, dann lassen wir es sein. Das ist auch gut. Genießt einfach, wie es an meine Streus aussieht. Und sonst findet man Wege. Das ist doch üblich. Das ist doch klar. Wie üblich. Hoppala. Ja, da kommt nachher noch eine Runde Klebeband drumherum, dass man das nicht ständig abfliegt. Weil das will ich nicht festkleben, weil das die Modularität will man da einfach erhalten, falls ich dann doch noch irgendwas anderes machen will. Das Blau passt einfach besser zusammen. Also da passt das Filament einfach besser zu der eigentlichen Streif. Weil da habe ich glaube auch einen Fehlkauf mal zwischendrin gehabt. Das ist noch ein bisschen eine Kunst, immer das richtige Filament rauszusuchen. Wenn man das halt bloß online sieht. Dann ist es immer ein bisschen Glücksgriff. Aber unterm Strich, das andere Blau habe ich glaube für viel von der Prototyp vom ersten Blaster verwendet und das für sowas kann man immer wieder irgendwie Filament verschaffen, das dann man da irgendwann gekauft hat und farblich nicht ganz fürs Projekt passt hat. Da findet man dann immer Möglichkeiten. Das kann man immer brauchen, auf gut Schwäbisch. Das hat ewig gebraucht, das Orange da wegzukriegen. Das kracht langsam. Ich glaube, das hat dem Material, dem Kunststoff nicht so gut da. Ist egal. Machen wir einen Griff wieder drauf, dann sieht man es nicht. So, aufgeräumt. Aber wie ich schon gesagt, am liebsten rumplästern tue ich am liebsten mit meiner Swordfish, weil die ist einfach klangmäßig deutlich besser wie die Streus. Also ist das so meine Empfehlung. Optisch gefallen mir die natürlich auch, weil wenn man so viel für einen Blaster entwirft und da rumtut und das muss man es irgendwann wohl einfach mögen. Das ist ganz normal, glaube ich. Wie nennt sich das, der IKEA-Effekt, wenn man selber baut oder so. So in etwa. Aber ja. Das ist dann, wenn man was selber macht, dann ist man irgendwann mal verliebt in das Zeug, was man macht. Wobei, man kennt auch alles, was man irgendwie sich anders vorgestellt hat. So wie das da vorne, das steht noch auf der To-Do-Liste, das auch nochmal. Ich weiß es noch nicht genau, wie ich es genau haben möchte, dass das. Aber anders halt, aber ich weiß noch nicht wie. Weil das ist doch schon recht gut, aber irgendwie doch nicht. Weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt so rüberkommen ist, wie ich das rüberbringen wollte, ob ihr versteht, was ich meine. Ob ich verstehe, was ich meine. Aber irgendwann setze ich mich da hin, mache das, oder wird es entweder oder nicht. Aber auf jeden Fall zeige ich es dann euch. Und dann lernen wir was draus. Und so basteln wir uns voran. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Und lasst ein Abo da an das ganze Quatsch. Lasst ein Kommentar da. Und dann bis bald, euer Blaster-Ingenieur.